Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das ist die letzte Emission für eine große Vakanz. Mein Team und ich, wir freuen uns drauf, gerade wie dir, du sich ja auch. Geht für ihn heute verdient, geht für ihn als Frau, für zu reisen, für sich ein bisschen zu erholen, für zu entspannen. Und dafür, wie gesagt, nach pur, ja, so kleine Rekommendationen, so kleine Renseignements, Informationen von Hai, wo ihn aber vielleicht, wo ihn drauf muss aufpassen, wo ihn das vielleicht auch alles weiß oder meint zu wissen, aber immer gut, als man ihn ein bisschen daran erinnert, als Rechte, die wir haben, aber auch als Pflichten oder so, wo man muss drauf aufpassen. Das ist eigentlich so, dass wir innerhalb von Europa ganz hohe Standards haben, ganz hohe Sicherheitsnormen, dass wir da gut aufgestellt sind, dass viel gemacht wird für die Rechte von den Passagieren, auch die Qualität von den Hotels ist ganz gut. Wenn ihr natürlich über Europa rausgeht, da hängt es an, große Unterschiede zu gehen, und da ist die Sorgfalt, die muss haben, für das alles gut zu präparieren, natürlich viel mehr groß. Innerhalb von Europa, da ist es aber trotzdem vielleicht gut daran zu erinnern, so mit ein paar Barrieren. Was brauche ich da eigentlich? Also ein Pass brauche ich im Prinzip in Europa nicht. Wenn ich aber einen hat, wenn ich da mal reisen will, dann soll ich sich natürlich am Vorfeld versichern, ob er noch gültig ist, wenn möglich 6 Monate gültig ist, für keine Diskussionen aufkommen zu lassen. Dann ist es so, dass eine normale Kartidentität eigentlich durchgeht. Was den Führerschein anbelangt, so ist es ein normaler Führerschein, den wir aus einem einzelnen Memberstaat kennen, aus einem eigenen Land kennen, ist gut für Motorrad, für Auto, in ganz Europa. Wenn ihr darüber rausgeht, ein bisschen mehr an exotische Länder, da kann ihr sich den Führerschein an die jeweilige Sprache übersetzen lassen. Da soll ihr sich in den Ministère des Affaires étrangères melden, und da kann ihr das natürlich auch am Vorfeld dran denken. Dann ist es doch so, dass ihr ein ganz paar die Impfungen gemacht hat, und dass er auch unbedingt soll die Dokumente denken, und seinen Impfpass denken, was er dann da gemacht hat, für wann einige Komplikationen sind, wann er krank ist, dass er das dann noch vorweisen kann. Wann er krank ist, ist ein anderer Punkt, wo wir auch aufgesichert sind durch eine Harmonisierung innerhalb von Europa mit Mindeststandards. Das heißt, es gibt ihn versucht, innerhalb von dem Land, wo er krank ist, das ist kein Problem. Es tut ihn allerdings besser, alle Dokumente, alles, was ihn da bezielt, zu versorgen, und dann nur mit seiner Krankenkasse zu gucken, für dann da eins zu gehen über den Remboursement. Das sind so ein bisschen die einzelnen Sachen, die von Dokumenten wichtig sind. Da sind natürlich auch ein paar die Sachen, wo es auch gut darauf ist, hinzuweisen. Es soll ihn zum Beispiel sein Gepäck gut identifizieren, zeichnen mit seinen jeweiligen persönlichen Daten. Da soll ihn aber auch gucken, dass er alles bei ihnen hat, was Handgepäck ist. Da soll ihn sich auch informieren. Handgepäck ist nicht gleich überall bei allen Fluggesellschaften dasselbe. Das heißt, soll ihn sich schon da ein bisschen gucken, wer den da kann mit an Bord holen. Leider muss ich sagen, wir haben viel darauf geschafft, aber leider gehen doch da noch immer Unterschiede. Und dann ist es so mit den Flüssigkeiten, für ganz sicher zu sein, hält ich keine Flüssigkeiten mit an Bord. Aber wenn ich aber verschiedene Sachen muss mitholen, dann ist es so, dass ich Maximum 1 Liter mitholen darf, das aber unterteilt an kleinen Flakons von Maximum 100 Milliliter. Und das Ganze muss an einer Plastiktüte verpackt sein, die transparent ist. Das sind so ein bisschen die Sachen, was Liquids, also was Flüssigkeiten anbelangt. Elektronische Geräte, das war ja die letzte Zeit ein Thema, weil da ganz viel beschäftigt wird, weil die Vereinigten Staaten ja am Anfang dezidiert tun aus einer ganz paar Länder, dass den sein persönlichen Laptop zum Beispiel nicht mit an Bord holen und an die Kabine holen. Und da ist es aber so, dass die europäische Flugsicherheit das weiterhin erlaubt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Lithiumbatterien, die dort dran sind an den elektronischen Geräten, die sind ganz stark feuerempfindlich, temperaturempfindlich, und das kann zu einem Brand führen. Wenn es ein isolierter Brand ist von einem Laptop innerhalb von der Kabine, ist die schnell gelöscht. Wenn das aber alles innen an den Bagageraum gepackt bei ihnen, dann hast du gar keine Kontrolle mehr. Und dafür ist es in Europa im Moment umstritten, die Sicherheitsmesuren, die die Amerikaner da geholt haben. Da wird auch noch verhandelt mit europäischen Fluggesellschaften, und auch die Flugsicherheitsagenz lässt nach immer zu, aber wer doch da ganz stark darauf pochen, dass in Zukunft auch noch weiter erlaubt bleibt, für seine persönlich elektronische Geräte mit an Bord zu holen.
Dann ist es so, dass man eng ganz Partie Rechte och hunn, Passagierrechte, wo ich nach darauf zurückkommen an den einzelnen Transportärten, vielleicht aber auch nach von den aus Europa herausflitt, da soll ihn schon am Vorfeld auch sich informieren über die Fluggesellschaft, die ihn da rausgesicht wird. Und da gibt es ein Schwarzlöscht von Gesellschaften, die wirklich wo ihn ganz stark bedenken huet, die sie nicht für Neichheit von Europa auf die Schwarzlöscht gesagt gehen. Das heißt Sicherheitsbedenken hauptsächlich. Und da soll ihn natürlich Fanger wegschlossen, Firma so einer Gesellschaft zu fliehen. Am Auto ass et och so, dat den eng ganz Party Vignette braucht, dem wat verlänner, och da soll sich informieren an noch do schaffen wir wie gesot heidrop, fir dat an Zukunft river soll sie mat den Vignetten, dat dat net e ganze Pabris eng ganz seit an alle einzelne Land dat den dort Fenster voll Vignetten huet, mit dat eng europäisch Harmonisierung an dem Bereich stattfind, an die soll war meiglich iwwer Distanz go an nächster Zeit an net méi iwwer deng Vignette die Zeit gebunden ass. Da ziehen so bisschen die mir allgemeng Sachen, mir allgemeng, ich finde so Pflichten, mir aber geht schon an den Bereich von was muss ich anhalen, wie muss ich mich informieren, was muss ich da machen. Dann Rechte, wie ich gesagt habe, Passagierrechte, die meist bekannte sind natürlich an der Luftfahrt, an der Aviation. Da geht es auch schon mal lang, das die erste Transportmodus, den das angefangen hat 2005, wo wir am Gang sind, sie neu zu machen, aber nicht so am Gang sind, da sind ich Rapporte auf dem Dossier, aber wir kommen nicht vor und Weltmemberstaaten sich nicht einig, Weltmemberstaaten nicht vor machen, für eine gemeinsame Position zu finden. Parlament mir schon 2014 aufgeschlossen, aber wie die gesagt, da kommen wir nicht vor und mehr, wir haben aber Basisrechte, wann nicht über 3 Stunden Verspätung geht, wann Annulationen stattfinden, an auch all die anderen Sachen. Es sollen sich aber mit der Fluggesellschaft in Kontakt bleiben, weil die können bis zu 2 Wochen für drin, können die aber trotzdem den Horaire nach ändern. Dafür ist es wichtig, dass in Kontakt bleibt und immer regelmäßig E-Mail liest, für wie gesagt, so Sachen nach am ersten Moment können zu korrigieren. Wir haben aber auch auf der Schiene Passagierrechte, also an alles, was Reisebahn ist. Auch an alles wat Fernbus ass iwwer 250 km ass och Passagierrechte, an och alles wat maritim ass, alles wat Schëffert ass, och do gin de Passagierrechte. An do gëtt och eng interessant Applikationun eng App vun der Kommission zu de Passagierrechte, dat ass interessant fir sech déi aufzulöden op sein Handy, fir déi iwwerall dabei ze hunn, a fir dann am Fall wo Probleme sinn oder so dat dee wees, ha dat zimming Rechte an do kann ich mich wenden fir Informationen zu kreen, an do kann ich mich wenden fir se anzukloen. Dat ass meeschtens ass dat Fluggesellschaften mal verdeicht oder Gesellschaften, mit denen den Transport möchten, mal verdeicht. Aber wenn ihr doch keine Satisfaktion kriegt, dann ist es bei uns zu Lützeburg das Ministerium der Ökonomie, die so eine Entität haben, die sich darum kümmert, respektive den europäischen Konsumentenschutz, wo der auch juristische Informationen kriegt, wo der am Anfang gesagt kriegt, ob der Recht hat, oder wo der Recht an dem Moment könnt abklären. Das ist wichtig zu wissen, auch schon am Vorfeld. Weil er auch wichtig ist, dass wenn so eine Situation auftritt, dass er alles für sich festzuhalten, dass er Dokumente sammelt, dass er auch eventuell Fotos macht. How das mit einem Handy auch ganz einfach, dass den Anzeigetafel kann an einem Flughafen fotografieren, wo klar drauf steht, wann die Verspätung ist, wenn die nächste Boarding Time ist und so weiter. Das heißt, dass den das alles festhält am Fall, wo ein Kerl muss geklont gehen, dass den dann noch die nötigen Pässe hat, für dort zu seinem Recht zu kommen. Das sind so ein bisschen Passagierrechte, wir haben aber auch Pauschalreisen. Das heißt, wenn ihr eine Gesamtreise bucht für eventuell mit verschiedenen Transportmoden, da den Flit und da den auf der Platz ein Voiture, also einen Mietwagen lehnt, oder wenn ihr weiterfährt mit einer Zuggesellschaft oder wie auch immer, den Hotel ist dabei, es sind eventuell noch andere Sachen, die an dem Ganzen als Pauschalreise gebucht sind. Auch da hat den Rechter die Direktiv haben wir vor kurzem recht neu gemacht, auf dem europäischen Niveau, die geht an den einzelnen Ländern umgesetzt, da gibt es schon Rechte. Wie die Rechte sich verbessert gehen, und auch da sollen sich dann dem Moment unser Provider wenden, wir können da, wie gesagt, Informationen zu kriegen, und auch da gegebenenfalls klonen.
Das so dat eng ganz groß Errungenschaft, die man vom europäischen Niveau fertigspricht, hun Roaminggebühren aufschaffen. Dir wisst dat die letzte Zeit do ganz viel Initiativ geholgin ass och vun ménger Kollegin Vivian Reding, die am Anfang den Ustoß gin huet fir die Roaminggebühren do aufzuschaffen, dat das e Match gewircht, den iwwer 10 Joer gedauert huet. Dat is so, dat den Lo nach just an segem Abonnement die Einzelkonditionen festgelöst huet, dann dat am Anfang SMSen, Appellen und so weiter bezuelt gin, wann en innerhalb vun der Europäische Union ass, plus Liechtenstein, plus Island, plus Norwegen, dann ass dat wie wann en an segem egene Land gift telefonieren, opgepasst awer Schweiz als prinzipiell Nëttel dran. Et ginn awer Provideren, die Schweiz och dem Moment roaming frei mat ubieden, also dat Techt sollen se schon informieren, ob dat dann lo dran ass. Wann en eng Schëffrees mcht, ass et och interessant ze wissen, so lang wie Kontakt huet mam Festland, as en an dem Netz brauch en Ke-Roaming ze bezuelen, brauch en Normalkächtenëmmen ze bezuelen. Als en ewer raus an huet keng Verbindung méi zum Festland, dann ass het System vun dem Schëff wat ugebuerde gëtt. An da kann het sinn, da muss sich empfroen, da kann het sinn, dat in dem Moment iwwer die Kommunikationun mat dem Schëffs, mat der Schëffsgesellschaft ewer dem Moment muss bezuelen. Also da soll en oppassen, wenn i dat den Netz verleist vum Festland. Dat sind die Pursachen zum Roaming an zu de Pauschalreesen. Dann ist es so, dass man eng groß Vereinfachung so als natürlich als gemeinsame Währung den Euro. Da muss ich sagen, dass 18 Länder den Euro im Moment haben. Dass aber ein paar die Länder da nicht dabei sind, das heißt Schweden, Dänemark und England, viele mal die zu holen, die mehr aus dem nördlichen Raum sind. Dann haben wir auch aus dem östlichen Raum Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Polen, Ungarn und Tschechische Republik. Das heißt, die sind nach nicht am Euroraum dran, sondern an dafür muss sich dann, wie gesagt, informieren an gegebenenfalls die richtige Währung mit dabei. Santé, Access zu der Santé, also Zugang zu der Gesundheitsbetreuung, hatte ich schon gesagt am Anfang, das heißt, an der Hinsicht auch ganz viel gemerkt gehen, für Mindeststandards am Fall von enger Not die en huet oder am Fall vun engem Accident fir dat de moment gemerk ze kreen an dann wie gesot mat zingnger jeweilicher Gesellschaft mat zingnger jeweilicher Kees doheem dann aufgerechnet ze kreen, dat Dift anfir sech ke Problem si, wann en du natürlich e bësse mi wei, die wo Europa herausgeht, soll en sich natürlich zusätzlich weiter versichern, da das eng Rekommandationun, do ginnet eng paar die Privatanbieter, die do ganz interessant Sachen ubieden, do kann ich schon darauf zurückgreifen, soll ich noch darauf zurückgreifen, wann ihr wollt, bis mir weit go, bis mir an exotische Länder goen oder so. Auch eng ganz gut Qualität hummer wat als Bootwasser ubelangt, also als Gewässer ubelangt. Dass 95% vun de Gewässer innerhalb von Europa, vun den Meeren an noch vun den Seeien hunn Qualität ganz gut. Du gëtt eng europäesch Vorschrift, die regelmäßig dat Bootwasser kontrolliert. Och Lützeburg läit do ganz gut den nächster Platz. Dat heescht, dat man do ganz viel gemacht hun innerhalb von Europa, und dat den do am Fond kein Bedenken braucht zu hunn, fir do schwammen zu goen, fir sich wie gesot an denen Gewässer opzählen. Dat vielleicht de pur Rekommandationen, pur Erinnerungen, ich meine die meest von uns, die wissen dat do, das ist immer gut, wenn dat erinnert zum Molo fir d Vakanz. Und dat soll dann lot Schlusswort sinn ha fir ich alle Guten eng sche Vakanz zu wünschen. Eng Party grosam Deeg, grosam Wochen, dat der frisch mat frischer Energie frisch erholl aufgeschalt, wie en so schön seht, an die Neitzeit rageht. Wir fenken heierem den 21. August, dat das genaue Mond, wo wir lo am Fong an dem Moment am Kangé sinn. Mein Team an ich, wir wünschen euch alle Guten eng schöne Vakanz an der Gesimmerreiserem am September. Vielmals merci fir den Nokucken.